Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch. Die Osterwoche neigt sich am Ende zu und es ist wirklich Zeit, jetzt noch wirklich das absolute Mega-Rezept rauszuholen, nämlich wirklich ein feines Ostermenü. Und ich bin Gott froh, habe ich heute einen richtigen Koch bei mir. Es ist nämlich der Marco von der Kolibri, der selber einen mega guten Blog hat. Und ich bin Gott froh, bist du da, weil ich mache nämlich, wir machen ein Lamm-Gigot. Und ich weiss nicht, ob ich das Fleisch schon mal gegessen habe, geschweige, also zubereitet habe ich es sicher noch nie, darum bin ich sehr froh, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir schießen doch gleich los mit den Zutaten. Was brauchen wir? Ja, also wir haben einen wunderschönen Lamm-Gigot mit Knochen. Das ist noch ganz gelb im Garen, weil da gibt es noch ein besseres Aroma und man kann den Knochen noch so richtig gut rausziehen. Dann brauchen wir für die Soße noch ein bisschen Schmorgemüse. Das besteht aus Sellerie, Rüebli, indem wir noch ein bisschen Zwiebeln zum Anrösten. Das Ganze wird noch alles abgelöscht mit Rotwein. Und dann tun wir dann in den Ofen und machen einen richtig geilen Lamm-Gigot. Und was sehr wichtig ist, ich habe das Gemüse geschnitten. Darum sieht es so schlecht aus. Weil ich kann nicht schneiden. Wir wissen ja das alle. Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Schritt. Das müssen wir jetzt als erstes machen. Zuerst mal das Lamm-Gigot würzen. Am besten Salz, Pfeffer oder wenn ihr daheim habt, das Fleischgewürz nehmen. Kurz stehen, dann könnt ihr schon mal eine Pfanne aufstellen, um dann noch anbraten. Also, let's go. Also jetzt haben wir einfach ein bisschen Salz. Dann wirklich grosszügig drüber streuen. So, und dann haben wir dann noch so eine geile Pfeffermischung. Auch noch ein bisschen drüber tun. So, das Ganze jetzt einfach noch ein bisschen andrücken. So, und Aber du nimmst jetzt recht viel Gewürz. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich einfach wirklich viel zu viel her tue. das Gute bei dem ist, weil es ein relativ grosses Stück Fleisch ist, dass das alles mag reinziehen, brauchst du halt schon relativ viel. Bei Braten allgemein ist es eigentlich, also so habe ich das gelernt, ist es von Vorteil, wenn man so eine halbe Stunde vorne rausnimmt und schon mal würzt, dass der Geschmack einziehen kann, weil sonst bringt das eigentlich fast nichts, sonst kannst du würzen und dann ist der ganze Geschmack eigentlich verloren. Ich fange mal an. Also jetzt nehmen wir einfach den ganzen Gigot und dann wirklich scharf anbraten. Ja, es schmeckt schon so nach richtig feinem Fleisch. Ich würde sagen, so 40 bis 10 Minuten. Ja. Und ein Hitzeempfinden hat er wahrscheinlich auch nicht. Nein, man kann es nicht. Ja, das tut dir nicht weh, wenn du da reinlenkst. Gar nicht. Das würde doch verbrennen. Das Fett könnt ihr drinnen lassen und jetzt müssen wir einfach das Gemüse ein bisschen schön anrösten. Das ist richtig so. Ja, noch schnell das Salzen, das ich vorhin gemacht habe. Da würde Folgendes: das Wasser vom Gemüse eigentlich schon ein bisschen entzieht. Das heisst, der ganze Geschmack vom Gemüse kommt schon ein bisschen raus. Und wenn ihr das alles schön angeröstet habt, muss ich mal schnell die Augen aufmachen. Gebt ihr so 2 Esslöffel vom Tomatenmark dazu. Yes, endlich jemand, der die Taube auch nicht richtig drückt, so wie ich. Er hat sie erwürgt. Jetzt sind ihr das Tomatenmark einfach kurz mitrösten. Das bewirkt Folgendes, dass so Bitterstoffe weggehen. Eigentlich die Säure von der Tomate nimmt das ganz gut auf und dass ihr nachher in der Soße noch eine schöne Bindung habt. Also jetzt nehmen wir den Rotwein, dann das Ganze ablöschen. Also ich habe einfach mal Rotwein dort reingefüllt? Ja, das ist gut. Ah. Aber es wird schon so ein bisschen dickflüssig. Ja, vor allem das kommt vom Tomatenmark. Ja. Wenn ihr das so 1-2 Minuten sicher kochen schnell, und dann können wir das über den Braten gießen und dann kommt der ganze Braten in den Ofen bei 160 Grad zuerst und zwischendurch können wir dann immer von der Soße noch ein bisschen über den Braten gießen, dass das Ganze schön saftig wird.
Also die Soße ist jetzt so schon recht am Einkochen. Was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, wir tun jetzt noch 2 Lorbeerblätter dazu, dass noch ein bisschen herber Geschmack reinkommt. Und jetzt nehmen wir das Ganze und tun das hier über den Braten gießen. Also ich bin ein bisschen eifersüchtig, dass nicht in dieser Schale liegen, wenn ich ehrlich bin. So. Ach, ich kann endlich nicht offen zeigen. Tschüss! Das wunderbare Stück Fleisch ist jetzt aus dem Ofen rausgekommen und es hat noch ganz feine Beilagen dazu gegeben, wie Bratkartoffeln, ein Erbsenpüree, ja, genau, Erbsenpüree und einfach Erbsenschuss. Und jetzt probieren wir die Sache. Ich bin jetzt so frech und schneide direkt mal ein Stück ab. Voilà. Ja, sorry. Kannst du nichts dazu sagen? Nein, es ist wirklich ein paar aufrecht. Es ist so zart, so fein. Wirklich der absolute Wahnsinn. Also wenn ihr das hier an eurem Osterbrunch oder Ostermittag oder Osternacht serviert, das ist im Fall einfach wirklich safe. Weil es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Merci vielmals an dich. Ja, danke. Weil ohne dich hätte ich auch niemals so ein cooles Menü hergebracht. Und es ist einfach immer wieder zu zeigen, wenn es jemand gelernt hat, die ganze Sache, dann ist es noch eine ganz andere Geschichte. Merci vielmals. Danke euch auch und danke dir für das Kochen. Ja, du hast gekocht, vor allem. Ich durfte einfach wirklich nur geniessen. Merci. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.